Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Fanian sitzt heute in ihrem Zuhause im Wald und bastelt. Aus einem ganz besonderen Stoff und mit Farbe, Wasser und Fantasie entsteht ein runder Teppich, wo sie ihr Zuhause damit dekorieren kann. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Fanian sitzt in ihrem Haus im Schneidersitz. Der Wind, der um sie herum bläst, verschüttelt ihr ganz feines Fell und das Sonnenlicht zeichnet bleiche Fleckchen auf den dunklen Holzboden von ihrem Zuhause. Es ist ein kleines Hütchen in der Krone von einem grossen, starken Baum. Die Fanian ist ein Muns. Und Muns sind liebe, manchmal sehr lustige und neugierige, zottlige Wesen, die überall im Schlummerland leben. Die Fanian ist ein junger Muns. Das heisst, sie hat noch nicht allzu viel Sonne im Schlummerland kommen und gehen gesehen. Trotzdem hat sie schon sehr viel erlebt. Vor allem auch, weil sie sehr gern spaziert. Auf diesen Spaziergängen durchs Schlummerland lässt sie sich einfach treiben und haltet dort an, wo sie etwas interessiert. Das kann eine Kletterpflanze sein, wo ihre Blätter über den Weg hängen lässt, oder ein Tierli, das auf ihrem flauschigen, farbigen Fell landet. Manchmal spürt sie aber auch einfach den Wind, der fein ihre Nasenspitze berührt. Oder sie hört auf ein altes, trockenes Blättchen, das unter ihren Füßen kräschelt. Wenn man nämlich so neugierig ist wie die Fanian, dann muss gar nichts passieren. Das Schlummerland, das einfach da liegt, langt. Vor der Fanian auf dem glatten Boden von ihrem Zuhause liegt ein Stoff. Den braucht sie heute für das, was sie vorhat. Sie will nämlich einen Teppich basteln. Einen farbigen, runden Teppich, den sie in ihr Zuhause legen kann. Der Stoff ist aus getrockneten Baststreifen gewoben. Bast ist ein Teil des Baums, der nicht so hart ist wie Rinde, sondern wo man in Streifen reissen, bügen und trocknen. Wenn man die Streifen ineinander verflechtet, entsteht ein papieriger, raucher Stoff, der knistert, wenn man ihn anlangt. Die Fanian hebt den Bast in ihren Händen. Bei dem Muns ist eben der ganze Körper und auch die Innenfläche der Hände mit Haar bedeckt. Und diese Haare helfen ihnen, das, was sie in die Hände nehmen, zu spüren. Die Fanian spürt das Gewicht vom Stoff in ihren Händen und erinnert sich daran, wo sie den Bast gesammelt hat. Vor einer ganzen Weile hat sie auf einer Erkundungstour, wo sie mit ihrem Mundsfreund Flick gemacht hat, einen Baum gesehen. Der ist nicht mehr gestanden, sondern im Urwald auf dem Boden gelegen. Die Rinde war an ein paar Stellen abgebrochen, sodass man die Schicht darunter sehen konnte. Es war nicht Holz, sondern eben das Bast, wo sie dann in langen Streifen vom Baum lösen konnte. Der Flick hat ihr dabei geholfen. Die beiden sind am Boden zum oberen Teil vom Baumstamm gelaufen, haben ein Stückchen Bast zwischen zwei Fingern genommen und haben den Bast vom Baumstamm abgezogen.
Lange Streifen hat es gegeben. Vom oberen Teil vom Baumstamm sind die beiden bis zunderst runter zu den Wurzeln gelaufen. Dort haben sie den Streifen ganz vom Baum gelöst und dann aufgewickelt. Daheim hat Fanian den Bast dann ineinander gewoben, so dass eben der besondere Stoff entstanden ist. Der Baststoff für den Teppich ist weisslich. Fanian dreht ihn in den Händen und überlegt, welche Farbe sie ihm geben könnte. Es wäre schön, denkt sie, um den Teppich mit 2 unterschiedlichen Farben zu dekorieren. Mit einem ganz hellen, zarten Hellblau und mit einem tintendunklen Dunkelblau. Sie legt den Stoff auf den Boden und steht auf. So kann sie ihn besser anschauen und entscheiden, wo sie die Farbe platzieren möchte. Ihre Idee ist, dass es auf dem Teppich ein Muster hat, das aussieht wie Tintentolken auf weißem Papier. So blaue, verlaufende Tropfen. Jetzt braucht sie noch die Farbe. Die wird angezaubert. Muns können nämlich zaubern. Und zwar, indem sie mit einem Finger ganz säuferlich auf ihren Bauchnabel klöpfen und dabei ganz fest an das denken, was sie gerade brauchen. Die Fanian legt also die Hand auf ihren runden Bauch, so dass der Spitz von ihrem Finger genau auf die Mulde in ihrem Bauch zu liegen kommt. Dann schnauft sie tief ein und aus. Sie denkt an die 2 Farben, wo sie gerne ihren Teppich damit besprenkeln. 3-mal klöpfeln und schon stehen vor ihr am Boden 3 holzige Gefäßchen. In einem sieht sie eine tiefblaue, glänzige Farbe. Im anderen hat es weisse Farbe und im dritten Topf hat es Wasser. Aus diesen Töpfen kann sie selber die verschiedenen Blautöne mischen und damit ihren Teppich verzieren. Die Fanian dünkelt den einen Zeigefinger zuerst ins blaue Schäleli, dann ein bisschen weniger tief ins Weisse und am Schluss noch kurz ins Wasser. Sofort vermischen sich die Farben auf ihrem Finger zu einem weichen Blau. Die Fanian schüttelt ihre Hand über dem Teppich aus und kleinere und grössere Farbtröpfchen werden über den ganzen Stoff gesprenkelt. Dort, wo sie auf dem Teppich ankommen, verlaufen sie, so dass die Tropfen aussehen wie kleine blaue Sünneli. Fanian bückt sich wieder runter zu den Töpfen, so dass sie mit dem Finger in die beiden Schäleli und ins Wasser langen. Das Mal nimmt sie viel Weiss und nur ein bisschen vom Blau. Die Tröpfchen, die auf den Teppich fallen, sind jetzt ganz zart hellblau, wie ein Wülchli am Sommerhimmel. So macht Fanian weiter. Immer neue Farbmischungen findet sie, so dass der Teppich bald gescheckt und gesprenkelt ist in den verschiedensten Blauschattierungen. Nach einer ganzen Weile schaut Fanian ihr Kunstwerk an. Das Gefühl, das sie beim Färben, erfüllt sie und sie ist bis ganz tief runter in ihren Bauch zufrieden und stolz. Ganz von sich aus hat sie die Geduld gehabt, fast den ganzen Tag an dem einen Teppich zu sitzen. Und es hat sich gelohnt. Das Muster ist perfekt so, denkt sie. Bis aufs letzte Tüpfli. Jetzt
möchte sie sich noch um die Form vom Teppich kümmern. Rund soll er sein, und das ist er bis jetzt noch nicht. Er hat 4 Ecken und franzelt ein bisschen aus. Man sieht noch die einzelnen Baststreifen. Drum macht sich die Fanian parat, um wieder ihre Zauberkraft aufzuwecken. Sie legt den Finger auf den Bauchnabel und klöpfelt. Dabei macht sie die Augen zu und zeichnet in ihren Gedanken einen Kreis. Und sie schnauft. Sie schnauft tief in den Bauch ein und aus. Kleine, bläuliche Sternchen steigen auf von ihrem Bauchnabel. Wo sie die Augen wieder aufmacht, ist der Teppich vor ihr rund und die Kanten sind ganz sauber abgeschlossen. Auch sind die farbigen Tröpfchen getrocknet und leuchten mal satt, mal fast durchsichtig auf dem weißen Teppich. Die Fanian war so versunken ins Basteln und Färben und Zaubern und Erschaffen, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie es im Schlummerland Abend geworden ist. Die Sonne, wo vorher noch lustige Schatten auf den holzigen Boden geworfen hat, ist vergangen. Ein feines rotes Leuchten hängt jetzt in der Fania an ihrem Baumhaus und immer noch bläst der wohlige, warme Wind. Die Fanian nimmt ein Küssi, das neben ihr liegt, ein bisschen näher und zieht ihre Kuscheldecke zu sich an. Die Decke ist aus brauner, weicher Wolle gelismet und kommt von ihrer Mundsfreundin, der Appa. Sie legt den Kopf aufs Küssi und deckt sich zu, ihren neuen Bastteppich neben sich. Sie dreht sich auf den Rücken und schaut zum Dach von ihrem Zuhause. An der Decke hängen ganz viele kleine Säckchen, die die Fanian dort aufgehängt hat. Federli, die sie gefunden hat am Boden. Oder kleine Müscheli und Steine. Die einen glitzern farbig, andere sind grau und unscheinbar. Alle sind aufgezogen an einem dünnen Fädeli und angemacht oben an der Decke. Die Säckchen schaukeln ganz fein im Wind hin und her und vom Zuschauen wird Fanian müde. Sehr, sehr müde. Die Federli über den Fanian schaukeln hin und her und hin und her und der Fanian fallen die Augen zu. Sie zieht die Kuscheldecke weiter über sich und spürt, wie ihr ganzer Körper warm ist und voller Leben. Sie spürt die Freude von dem Bastelnachmittag. Sie spürt, wie schön es wird, um für den Teppich ein Plätzchen finden in ihrem Zuhause.
Und die Fanian schläft ein. Der Wind, wo sie fein streichelt, und die Federli, wo sich bewegen. Sie ist behütet und bewacht von den Steinli, vom Wald und von allen Tieren, wo leben im Schlummerland. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schlaft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus.